Servus, Glück auf und herzlich willkommen hier zum kleinen, weiteren, kurzen FC Bayern Talk zum Spiel. Ja, zum kleinen Derby in Augsburg. Leider kann ich, man ist es ja mittlerweile schon fast gewohnt, ist ja schon ein Trauerspiel die Saison. Leider kann ich zu dem Spiel recht wenig sagen, weil ich einfach nichts gesehen habe. Ich habe mir gerade nochmal den Spielbericht reingezogen, da die 5 Minuten, habe mir dann noch die Pressekonferenz vom Kovac gegeben nach dem Spiel und ja, das war's. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Alles, was ich gesehen habe, was ich auch gehört habe und ja, ich mir die Statistik ansehe und auch die paar vergebenen Chancen, die in dem kurzen Zusammenschnitt da gezeigt wurden, kann ich wohl nur sagen, selbst schuld wie immer. Wie eigentlich jedes Mal, wenn wir bisher die Saison unentschieden gespielt haben. Wieder ohne Ende Chancen verballert und wie es halt so ist im Fußball. Und wenn du sie vorne nicht reinmachst, kriegst du hinten eins. Ist einfach so, dass wir jetzt schon, was haben wir, 10? Ja, 10 Gegentore nach 8 Spielen haben. Und das haben wir sonst vielleicht nach 17 Spielen, so Halbserie. Also wir haben schon Saisons gehabt, wo wir 20 Gegentore hatten. Also ja, ist schon ein bisschen viel. Ja, und muss sich auch der Kovac ankreiden lassen. Er ist nun mal der Trainer, er ist dafür verantwortlich. Auch wenn mir seine Pressekonferenz gefallen hat. Wenn du 10 Gegentore hast nach 8 Spielen, ja. Sollte man sich vielleicht auch mal Gedanken machen. Ich möchte jetzt gar nicht auch wieder auf dem Thema Martinez rumreiten oder sowas. Er hat ja heute auch gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wie er gespielt hat oder wie lange er gespielt hat. Wie lange kann ich ja mal nachgucken. Er hat sogar durchgespielt. Ja, trotzdem hat es zweimal geklingelt. Gut, der Süle war natürlich raus früh. Ja, das muss man sich, das ist natürlich eine Umstellung. Bin gespannt, wie wir da jetzt in Zukunft spielen werden, weil der Süle wird ja wahrscheinlich länger weg sein. Sah ja nicht so gut aus, da müssen wir auch mal abwarten. Aber so wie es aussah, werden wir wohl in der Hinrunde wohl nicht mehr sehen. Ja, was schade ist, weil er schon so der feste Mann da hinten eigentlich war. Aber gut, wie gesagt, wir haben genug andere Spieler da hinten und vielleicht kann man dann auch mal, ich habe es ja erst gelesen, der den Vertrag verlängert mit dem Mai um 1 Jahr. Ja, und dann sollte man vielleicht mal seinen Worten auch mal Taten folgen lassen. Und wenn er so ein großes Talent ist, ich meine, hey, wir haben 10 Gegentore nach 8 Spieltagen. Ja, da kannst du auch mal ein Talent da hinten reinstellen. Es kann ja nicht schlimmer werden. Also. Und vielleicht macht er eine Entwicklung und ja, wer weiß, ne? Man muss es halt einfach mal machen und nicht immer labern, ja, wir haben Talente und bla und Sülz. Jetzt ist die Chance da. Du musst den Boateng da nicht reinstellen, auch wenn der Boateng die letzten Zeit wieder besser gespielt hat. Ich gehe aber davon aus, dass er in der Winterpause gehen wird. Okay, wenn jetzt der Süle verletzt ist, vielleicht auch nicht. Aber wie gesagt, dann gibt doch jetzt einfach mal den Talent die Chance und fertig aus. Ansonsten haben wir sonst auch genug da hinten noch. Was den Hernandez noch, der immer da links rumspielt, wo er mir gar nicht gefällt. Ist ja gar kein Vergleich zum Alaba. Also von daher sollten wir den Ausfall kompensieren können, zumindest jetzt in der Hinrunde. Da ist ja noch nichts Entscheidendes. Ansonsten, ja, nichtsdestotrotz, oder gerade deswegen, schauen wir uns mal die Werte an. Ja, eigentlich sieht es aus wie immer, eigentlich ist es noch extremer. Ihr seht 21,5% Ballbesitz für Augsburg. 78,5 für uns, Fouls 11 für Augsburg, 7 für uns. Zweikämpfe 63% sogar gewonnen. Also da kann man ja noch nicht mal sagen, dass die Augsburger sich wie es da in der Pressekonferenz rüberkam, das Unentschieden verdient hätten, weil sie so kämpferisch stark waren oder sowas. Dann hätte ich hier mindestens 50 erwartet und nicht irgendwie 36% gewonnene Zweikämpfe. Da muss man einfach auch mal so ehrlich sein und sagen, ja, jemand hat der Martin Schmidt ja auch gemacht da. Glücklicheres Ende. Natürlich muss man auch sagen, darf natürlich in FC Bayern nicht passieren, ja, dass man in der 93. Minute das 2-2 kassiert. Ansonsten, ja, scroll ja nicht immer runter. Schüsse insgesamt 9 für Augsburg, 24 für uns, das sagt eigentlich alles. Schüsse aufs Tor waren 7 von Augsburg, 9 von uns, ja.
Und wenn man sieht, Augsburg 9 Schüsse, davon 7 aufs Tor, 24 Schüsse, 9 aufs Tor. Leute, solltet ihr vielleicht mal über Torschusstraining nachdenken, muss mal ganz plump zu sagen. Ansonsten, ja, Ecken, Flanken, was soll man sagen, spricht natürlich alles für uns. Schüsse insgesamt, ja, das ist jetzt nicht super interessant. Gnabry 6, Lewandowski 5, Coman 4. Torschussvorlagen, ja, Alaba hat 4 aufgelegt, Gnabry 4, also Gnabry wohl keine schlechte Leistung, wenn er 6 Torschüsse hatte und noch 4 aufgelegt hat. Lever hat auch nochmal 3 aufgelegt. Gewonnene Zweikämpfe, Thiago 9,9, Gnabry 8. Ja, denke, das ist doch eine ganz gute Leistung von den dreien. Ansonsten Ballkontakte, Pavard 111, Kimmich 110, Thiago 109. Ja, ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Bold Warren, Hernandez 4-mal, Coman 2-mal, Gnabry 2-mal. Also ist jetzt auch nicht so, dass die Augsburger da irgendwie... Ja, 11 Fouls ist jetzt auch nicht die Welt, was Augsburg hatte. Also da kann man jetzt auch nicht davon reden, dass sie mega dagegenhalten hätten oder mit Härte irgendwie oder sonst was. Wie gesagt, ich habe nichts gesehen, aber ich würde das unter dem Thema abhaken. Ja, wie wir alle Unentschieden diese Saison bisher abhaken können. Vorne die Dinger nicht gemacht. Ja, weiß ich nicht. Hinten raus zu fahrlässig vielleicht gedacht, hey, wir sind der FC Bayern, wird schon nichts passieren. Ja, 10 Gegentore in 8 Spielen, definitiv zu viel für unsere Verhältnisse. Wenn wir uns mal Tabelle angucken, ist das ja eigentlich ein Witz, dass wir mit diesen Leistungen, die wir bisher abgeliefert haben in der Bundesliga, ja, ich sag das mal bewusst in der Bundesliga, so, ja, immer noch Dritter sind. Mal gut, die Schalker können morgen noch an uns vorbeiziehen. Dann sind wir Vierter. Ja, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, für die Bundesliga sicherlich schön, ja. Ja, dass die Gladbacher trotz Niederlage Erster bleiben, das sagt natürlich auch wieder alles aus hier um die angeblichen Spitzenvereine, die hier so rumdümpeln in der Liga. Ja, wie gesagt, für die Bundesliga sicherlich schön. Ich kann damit auch leben, jetzt, mein Gott, ist nichts passiert. Solange die noch hinter uns stehen hier, diese komischen Schwarz-Gelben, wenn es auch jetzt nur noch an 3 Toren liegt. Aber wenn man das auch mal vergleicht, also in Dortmund ist ja schon so halbwegs der Baum am Brennen. Ich meine, jetzt haben sie heute mal wieder gewonnen, 1-0 oder was. Bei uns ist es relativ ruhig, trotz diesen schlechten, in Anführungsstrichen, obwohl man kann schon so sagen, schwache Leistungen zwischendrin. Ja, wie ich aber auch schon sagte, ja, gebt doch einfach mal vielleicht ein paar jüngeren Leuten da einfach mal die Chance. Man die schon immer so hochlobt. Ich meine, wenn die Leute, die spielen, die Chancen nicht machen, ja, dann muss halt einfach mal wechseln. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, 2-2 natürlich enttäuschend aus unserer Sicht. Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, was ich so gelesen habe. Haben wir ja nicht so schlecht gespielt. Aber wenn wir natürlich was war's? Noch in den ersten 30 Sekunden und in den letzten 30 Sekunden jeweils ein Tor kriegt, sagt das natürlich auch viel aus, ja. Einmal war man noch nicht da und zum Schluss hat man schon abgeschaltet. Ja, das geht halt als FC Bayern München nicht. Und bin gespannt, wie es weitergeht bei uns. Jetzt ist ja, glaube ich, erstmal Champions League gegen Piraeus. Ja, da sind wahrscheinlich wieder alle ein bisschen konzentrierter, da haben sie Bock drauf. Ich habe so aktuell das Gefühl, so das Alltagsgeschäft, Bundesliga, weiß wie ich meine, ja, machen wir mal. Und keine Ahnung, ich bin gespannt, wie es weitergeht die Saison. Ich bin gespannt, wie es auch mit dem Kovac weitergeht. Von seinen Worten, was er so erzählt, kann ich mit leben. Mit seinen Aufstellungen und Taktiken haben wir ja schon mal öfters darüber gesprochen. Kann ich nicht wirklich leben. Kann ich aber heute auch nicht zu sagen, weil ich, wie gesagt, nichts gesehen habe. Nichtsdestotrotz wollte ich da das kurze Video zu raushauen, weil zu jedem Spieltag ein Video. Es ist erschreckend, wie wenig Bayern oder wie viele Bayern-Spiele ich diese Saison schon verpasst habe. Habe ich sonst nicht. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht, Leute. In diesem Sinne bedanke ich mich, wenn ihr hier Interesse hattet. Haut mir gerne eure Meinung rein. Gerne auch irgendwie, wenn ihr es anders gesehen habt, wenn ihr das Spiel gesehen habt. Wie gesagt, ich habe es leider nicht gesehen, kann da jetzt nicht so fundiert was sagen. Ansonsten, Leute, rot-weiße Grüße und ja, nichts passiert. Ne? 1 Punkt hinterm ersten. Sollten die Schalker morgen gewinnen, sind wir 2 Punkte hinterm ersten. Also alles easy peasy und
In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Ciao.